Und dann geht es auch gleich weiter mit dem 10. Spieltag gegen Wigan Athletic. So, wir werden ein paar kleine Veränderungen machen. Ja, diesmal ist Ronaldo aber nicht in bester Verfassung, so wie einige andere in der Mannschaft. So, heute, wir wollten Coloccini gehört auch wieder eine. Das ist nämlich unser Stammverteidiger. Gut, das war's schon. Jetzt schauen wir mal schnell auf die Jugendmannschaft. So, da hätten wir nur einen richtig guten dabei. Ein Belgier mit 19 Jahren. Stärke 81 bereits. Und war der Innenverteidiger. Da war natürlich auch eine Idee noch. Ja, wir spielen in Rot, die anderen in Blau, das passt also. Aufstellung müsste auch passen. Vielleicht haben wir noch einen fitten Ersatztorwart rein, oder dann wir mit denen rein. Dann ist er nicht in Bestform. Lassen wir mal Elliot spielen. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und ja, Stürmer man kann fitten mehr. Perch kommt einer da für Simpson. Ja, und das war's schon mit der Aufstellung. So starten wir. Ja, eigentlich wieder ein relativ leichter Gegner. Aber man sollte ja nie unterschätzen. Aber wie immer gehen wir 100% und wollen natürlich auch die Mannschaft besiegen. Bei Nafa. Ja, das war ein Foulspiel. Ja, die Herren machen gleich mit Dampf nach vorne. Also sie verstecken sie zumindest nicht. Dembaba erwischt, ne? Aber nicht Ronaldo. McCarthy. Und der wollte uns da ausschmieren. Ist aber nach hinten losgegangen. Und jetzt gibt es Einwurf für Newcastle. Santon. Ronaldo. Gut, heute ist er natürlich nicht in Topform. Aber er kann Tor schießen. Und das war die erste große Chance. Ecke Ryan Taylor. Nächste große Chance, Dembaba. Ben Arfa von der anderen Seite. Und wieder Dembaba. Diesmal am Tor vorbei.
Oh, der ist durchgekommen. Aber Elliot rettet. Das war jetzt eine ganz knappe Sache. Fehlpass, McCarthy wieder. Di Santo. Und immer wieder Ben Arfa über rechts. Und die dritte Ecke. Wird geblockt. Aber wir haben ihn schon wieder. Kein Foulspiel von Kone. So, zur Sicherheit ins Aus. Und Einwurf von Redmond. So, wir sind in Unterzahl vorne. Ronaldo und Demba kriegen das nicht los auf die Reihe davon. Und der war gar nicht mal so ungefährlich. Nach einem Doppelpass in eine gute Schussposition gekommen. Aber der Abschluss war schlecht. Zudem war es der erste richtige Torschuss für Wigan Athletic. Ja, Fehlpass. Vorteil für Wigan. Ryan Taylor wieder, kommt wieder in gute Position. Diesmal ist allerdings kein Tor, wie im letzten Spiel. Aber war nicht ungefährlich. Santon. Und Al-Habsi ist dazwischen. Und jetzt glaube ich gibt es die erste Gelbe, und zwar für Taylor, unseren Außenverteidiger. Gutierrez. Nochmal Ronaldo. Verliert ihn aber. So, 0-0 zur Halbzeit. Wir waren zwar die bessere Mannschaft, haben aber bisher nichts eingebracht. Aber das wollen wir natürlich noch ändern. So, ich glaube, Gutierrez ist damals außer. Und lassen Obertown spielen. Caballé übernimmt die Kapitänsbinden. Gut, Stürmer können wir nicht groß wechseln. Weil einfach keiner fit ist. Ich glaube, das Spiel wieder, wenn es ein Tor gibt, dann wird es eine knappe Entscheidung.
So, McCarthy. Kone. Und Elliott. Der macht das auch bisher ganz gut. Bei den AFA verlieren. Und unsere Abwehr steht. Demba Bahoden. Ja, da war er abgefälscht vom eigenen Mann. Ja, der Pass war gar nicht so schlecht gemeint. Kommt aber nicht an. Ben Arfa. Rechte Seiten ist Santon, erwischt nicht. Und Ben Arfa wieder mit seinem gefährlichen Linksschuss. Wigan Athletic kann zum Einwurf klären. Und sie wechseln das erste Mal. Redmond. MacArthur. Maloney, der neue Mann. So, dann stützen wir gerade. Kein Foulspiel. Caballé in der Mitte wieder. Ja, wohin? Ben Arfa ist wieder rechts. Aber kann nichts draus machen. Und Maloney ist durch, der ist schnell unterwegs. Gut, ein harmloser Torschuss. Ronaldo. Ja, verlieren wieder. Wie gesagt, ist er überhaupt nicht in Form diesmal. Was natürlich scheiße ist. Es müsste eine Einzelaktion sein. Dass wir ein Tor kriegen. So, El Habsi ohne Probleme. Und wir haben fast 80 Minuten gespielt. Es steht weiterhin 0-0. Und wieder Ben Arfa. Di Santo. Und immer noch. Maloney auf links. Und wir verlieren wieder. MacArthur. Und das war die Riesenchance für Di Santo, glaube ich, was. Der noch an den Pfosten schießt. Und fast, glaube ich, hätte man eine verpasst gekriegt. Redmond. Immer noch Redmond. Ja, das war ein Krokodilpass auf Ronaldo. 3 Minuten Nachspielzeit.
Ja, wenn es geht 0-0 aus oder es gibt noch einen Lucky Punch für eine von den Mannschaften. Ja, es geht 0-0 aus. Glaube, war unser erstes Unentschieden in der laufenden Saison. Und wir waren die bessere Mannschaft über das ganze Spiel über, aber hat einfach das mal nicht hingehauen. Wobei wir in den letzten Minuten noch richtig Glück gehabt haben. Aber wir bleiben auf Platz 3 und Manchester United hat seine erste Niederlage gekriegt in der laufenden Saison. Wigan Athletic 18. Gut, aber wir sind immer noch gut im Rennen. Oh, Demba Ba hat sich verletzt. Eine leichte Verletzung. Fällt eine Woche aus. Gut, nichts Tragisches. Achso, er beschwert sich. Gut.